Herzlich willkommen zu einer neuer Episode Filmlife. Ich war für ihr den neuen Tor an der Kino gucken. Ja, Marvel Karussell dreht sich weiter an ob die feierten Tor Filmlife Skinners. Das gesehen daheim bei Filmlife. Das ist schon mal eine große Merci und Kinepolis wird unterstützen von dieser Episode. An eine große Merci für alle guten Leute, die fleißig immer kommentieren, all liken. Los zum Film. Wie gesagt, der feierten Tor, war ich hier gucken. Wo fängt man an? Der Regisseur für dich schon mal aus den Taika Waititi, den ich immens schätzen, den ich fantastisch fand, wo schon für Star Wars geschafft wird und bei Mandalorian schon mal eine fantastische Episode aufgeliefert wird. Auch divers Filme schon gemacht hat. What We Do in the Shadows fand ich immens gut fand. Jojo Rabbit war extremst gut. Ich schon den dritten Tor fantastisch gut fand. An lo sind wir beim feierten gekommen. An dat werde ich bei Doctor Strange bemängelt tun, dass wahrscheinlich nicht genug Sam Raimi für mich drauf war. Mengenisch haben sie dem Taika Waititi ein bisschen viel Freihand gelost. Weil es wirkt für mich so ein bisschen, dass von dem Mann nicht heinst du ein bisschen gebremst geht, dass er mit seiner komödiantischer Seite heinst du ein bisschen übertreiben kann. Das hätte selber auch schon bei Star Wars gesagt, wenn die anderen Regisseure nicht zurückgehalten hätten, da wäre es vielleicht ein bisschen drüber gewirrscht. Und das gefiel Hunde beim feierten Tor. Los ist aber nur nicht direkt negativ racksprangen. Kommen wir mal für dich zu einem positiven Punkt. Und zwar kann ich immer ein bisschen bemängeln, dass es immer so eine Marvel-Formel gibt. Die gibt es tatsächlich mal ein bisschen Männer. Bei Doctor Strange wird das auch ein bisschen abgebracht, für Heinz du ein bisschen mehr an einen Horrorschiene zu gehen. Und auch bei Thor bricht die 0815 Marvel-Formel ein bisschen ab. Es langweilt ihn dann nicht mehr gerade so, weil tatsächlich so los gibt es auch mir ein bisschen zu viele. Schön, da kannst du noch immer ein bisschen verteidigt, weil ich gesagt habe, es sind halt einfach auch Filme, die einfach nicht mehr Spaß machen. Mir so los, ball alles gesehen. Und tatsächlich, wir haben bei den allen, bei denen Marvel-Filme von viel drin, haben wir auf den großen Endkampf gewartet. Wir haben auf die große Ablesung gewartet, auf den großen finale Schluss, das bombastische Finale. Das war do an lo gimmer an eng aner Schiene. Und das fängt ungrazisch ein bisschen zu zählen. Ja, den rote Faden an dem gesamten Kosmos fehlt ein bisschen. Und dahinter sind so Filme wie Olo und Doctor Strange an den neuen Tor auch gerade so wichtig, für mit der Formel ein bisschen abzurollen, für das nicht mehr so langweilig geht. Und da kriegen wir schon mal Tor ein immens, schon ziemlich witzige Film geboren. Das kann ich eigentlich so sagen. Es gibt viele Situationen für zu lachen und denn Chris Hemsworth ist einfach der geborene Tor. Das ist einfach fantastisch. Und die Leute, die besatt sind, kennen wir ja auch schon alle Guten oder bald alle Guten. Und die machen hier alle gut. Also schauspielerisch, inszenatorisch, Optik ist einfach immer glanz. Das ist ja immer gepolished bis zum geht nicht mehr. Du kann ich gar nicht meckern. Und das sind wirklich schon immens witzige Szenen dran. Dann haben wir einmal ein Keier in Night gesehen, und zwar den Christian Bale als Gore. Und lo mengenisch komme ich auch schon direkt zu einem für mich negativen Punkt. Und zwar, dazu kann ich sagen, der Film ist für mich zu evaluieren. Den Gore fand ich eine immens faszinierende Persönlichkeit. Ein immens faszinierender Charakter, den leider für mich halt zu kurz kommt. Für mich fehlt die ganze Story für können ein Verständnis dafür zu holen, für was er so aus wie ein Ass. Kleinen Spoiler vielleicht und der Platz findet halt schwer, da will du mit Götter umbringen. Und die Erklärung ist halt ganz einfach, für was hin dann ob immer so absolut wahnsinnig geht. Ja, das Schwert möchte wahnsinnig. Okay, da das natürlich ein einfacher Rugo und zwar ist für ein Plot. Das fand ich dann noch ein bisschen schwer. Wieso nicht gleichzeitig auch die eigene Motivation mehr ausbauen? Die wird schon gewiesen. Aber es ist schon ziemlich seicht. Das muss ich schon sagen. Und auch so fängt der Film dann den Moment an mit seinem Anfang. Und das ist da schon immens düster und immens tragisch. Und dann kippt das Ganze so. Und da geht es an riesigen, komödiantischen Slapstick-Film umgewandelt.
kriegt Gag no anderen im Dauer gehauen und froh der grad das war doch gerade schon ziemlich dramatisch und das bricht mit dem Ganzen so irgendwie wirkt es so aus dem Film rausgerappt und wie wann es nicht so aus wie wenn der Film nicht so aus einer Masse besteht. Film muss ja aber immer irgendwie am Kontext zusammen passen. Und das stört mich halt tatsächlich ein bisschen. Weil wir haben halt eine immens tragisch, düster, seriöse Figur, den Gore, die auf Slapstick-Charakteren trifft. Und das beißt sich. Es ging dann, da geht keiner entfeuert und immer schwingt, innen drin schwingt so einen ganz dramatischen Teppich mit. An Uwendriwer fleien nimme Witzer. Dat huet man tatsächlich am dritten Deel besser gefallen. An och Rode vor dem fehlt man ha och bisse. Mehr kommen ha vu Situation zu Situation se erwähnet so selber, wo se so ja mir hunne Plan an so ne okay Plan. Am so wie Film wie man auch so ne okay Plan. Mir gi mal einfach vu Set A, Set B, Set C an dat mischt am Endeffekt mischt dat bestimmt sinn. Den Tor de wees jo da mat de Myte beschéet an den ja. Den erklärt das schon. Als enger einfach Rugonsweis für das ganz. Wir möchten die ganz große Stärke leid tatsächlich komödiantischen Teil. Do hunne schon oft misse lachen. Also lachen ist schwer jetzt verkneifen, wird aber impressionant ist. Normalerweise ja die am Kinosaal immer die Leute zusammen lachen. Ne? Der Witz kennt, der Witz war gut, und der Saal lacht. Hey, war das nicht gerade so. Du hast immer so Plätzen hören, bei verschiedenen Leuten und die Gag gezündet, bei verschiedenen Dinge gezündet und bei anderen nicht. Und das verstehe ich auch einerseits, weil verschiedene Witze, wo ich mal wirklich gedacht habe, Mann, das war lo flach. Das war wirklich flach. Man muss den lo so auf die Spitze getrieben gehen. Also du hat für mich den Tiger Waititi schon besser die Fangerspitze gefehlt, für Gags mit anzustrehen. Dann können wir eigentlich kurz auf dem Christian Bale seine Leistung zu schwätzen kommen. Die ass net überall ganz gute wäsch kom fir Mch war dat awer ganz okay also für Mch war dat awer ganz gut weil verschiedene Leiit werden bisschen overacted dat ganz bisschen op spitzt gedriven me sie war an einen Comicfilm an so bisschen comicartig überspitzt spielen fand okay fand ich kann mehr et mehr tatsächlich bisschen lebt weil ich weiß, dass ein Taika Waititi das eigentlich besser kennt. Vielleicht hast du nur den Punkt gewesen, wo gesagt hat, du gib mir mal ein Vollgas und okay, es hat nicht geklappt, das nächstes Jahr vielleicht ein bisschen zurückholen, nicht gerade das ganze Gag-Arsenal auffeiern, das ein bisschen mehr dezent platzieren und da wäre der Film auch schon besser gewesen. Ein bisschen mehr strukturiert, an den Charakteren mehr Platz gelassen, mehr Raum gelassen. Für mich wäre ein einzelner Film für den Gore schon mega gewesen, weil der Charakter taucht op as tragisch es gibt viel zu erzählen für seine Motivation schon mal während dem Gucken schon geduld ich fand nicht immer ein bisschen traurig wann Superheldefilme einen Antagonist rabringen den dann nimme für den E-Film bleibt das irgendwie zu wenig Raum für das zu erzählen auf jeden Fall an den meisten Filme gehen natürlich auch Ausnahmen ich fand dem Sam Raimi Spider-Man Dealer sind doch schon besser die 100 schon ziemlich gut gekriegt aber hey als für mich einfach der Charakter zu viel zu erzählen gewirrscht wir können eine emotionale Bindung abzubauen und das ist hey. Leider wird das für mich nicht funktionieren da kommt nicht ob noch etwas zu schwätzen mir hun das hatte man auch schon am Doctor Strange gesehen dass Charakteren an einem Trailer gewisse gehen was signalisieren soll dass sie wichtig sind an dass sie viel Werten dran sind also viel Werten dran sind mir dass sie ein wichtig Rollwerte spielen an der und zwar mit The Guardians of the Galaxy und ist so eine Schlufe 4 ran wann der lo gerne Film hat wo den Thor und Guardians of the Galaxy zu summen ihr Abenteuer bestreiten dann muss ich echt leider enttäuschen weil Guardians of the Galaxy spielen nehmen ein ganz kleinen Rolle an dem Film werden net ganz viel zu gesehen sind so hun hier kleinen Moment da dran hauptsächlich am Anfang oder nimmen am Anfang an der Warte dann geht ein Tor Alleinpreis für Asgard zu retten dann haben wir Natalie Portman tatsächlich das weibliche Tor spielt das ganz gut mischt wer doch wesentlich mehr Screentime kriegt wie an den alle Filme das tut für mich überzeugt das tut funktioniert das war und du kriegst auch eine tragische Geschichte gewesen
wo ich noch denken das könnt auch zu kurz nur taucht da drin op an der geht direkt drin tragisch an mir hun nicht genug Zeit für es können drauf anzulosen das schwarze lo viel negativ aber der Film also aber wirklich nicht schlecht das gut aber nicht schlecht das App ist wird bisschen über das normal Marvel Popcorn Kino rausgeht weil der mat viele Witzer wert zerveieren an viel verschiedene Charaktere wert bieten an du denken ich wann eine Reaktion von den Leute aus dem Kino so berücksichtigt wie Leute reagiert während dem Film könnten doch tendenziell ziemlich gut und bleibt leider doch einfach ein bisschen darunter dass ich der Marvel Geschichten ein bisschen mitziehen dass es Stoffleck ein bisschen wie Aufwirstung hat trotzdem los Stadt aber nicht versauen geht den wann die Marvel Filme natürlich einen klar zu dann erst fand ich am Kino wo die gut wirken man ennger großer Kulismus man den großartige Sound an du wirkt dat einke ganz ernst ist du weiter ging es so kommt man schon zum Schluss an denkt wie immer im Drohnen liken delen für das da so viel Leute wie mich gesehen an auch abonnieren für das da mein Video nicht verpasst voilà. Und an dem Sinn ging ich so wünschen ich nach ganz viel Spaß am Kino mit Thor Love and Thunder.